wie das Pietje Pater war ist. Vom Pietje selber erzählt. Das ist eine Geschichte vom Pater Balduino Rambo. Wollen wir dann gleich anfangen? Heute tun wir das erste Kapitel lesen. Wie das Pietje noch ganz klein war. Wie das Pietje auf die Welt kam ist, da war es das jüngst vom Grundpyramid seiner Kinder und der ältest von seinen Buben, weil dem Grundpyramid seine 3 ältesten Kinder Mädchen waren. Der Grundpyramid hat sich eigentlich Schneider geschrieben, aber weil es in Sandbay, wo er gewohnt hat, früher noch andere Schneider mitgegeben hat, haben sie den jungen Schneider mit einfach der Grundpyramid genannt, weil er immer so schrecklich viel Grundpyramid gepflanzt, ausgemacht und verkauft hat. Dem Grundpyramid sein Frau, das war eines von der alten Bonsing sein Mäd, das Kalin. Der alte Bonsing hat sich eigentlich, glaube ich, Schmidt geschrieben, aber weil er immer auf Brasilianisch Bonsing gesagt hat er überall nur mit der alten Bonsing geheißen. Wie der Grundpyramid und seine Frau sich das Pietje gekauft haben, da waren sie alle 2 Jahre froh. Das Kalin hat gekriegt vor lauter Fried, wie die alte Martinis Basem das schöne Bubchen gebracht hat. Und der Metz hat den ganzen Tag beim Hacken und Zackern und Futtermachen gepfiffen und gesungen, wie wenn er das groß Los gewonnen hätte. Und dem Bubchen sei 3 Schwestern, das Liesje, das Luvisie und das Katje, die sind den ganzen Tag überhaupt nicht mehr von der Haie wegzubringen gewesen. Wie das Pietje getauft werden sollte, da hat's nächsten ein bisschen Streit gegeben. Das Kalin hat den ganzen Tag im Kalender rumgeblättert, von Namen zu finden. Aber da waren so viel schöne Namen drin, dass es gar nicht wusste, was für der schönste wäre. Der alte Bonsing, dem Bubchen sein Großvater, hat gemeint, sie sollte das Bubchen einfach Schosch taufen, weil er und dem Grundpyramid sein Vater, dem Bubchen sein anderer Großvater, ja alle 2 Schosch heißen tären. Darauf sagt aber das Kalin und dem Kalin sein Mutter, dem alten Bonsing sei Katrin, es wäre schon zu viel Schosche in der Freundschaft. Der Mal Zorich sei Mari, wo in der Stadt gedient hat und nach das Bubchen gekommen war, hat gesagt, sie sollte dem Kind einen Städternamen geben, Darcy oder Lulu oder Ubirachara. Da hat dem Grundpyramid sein Mädchen, das Liesje, das Luvisie und das Katje, ganz schrecklich angefangen zu lachen und gesagt, das wäre ja lauter Hundsname. Und der Grundpyramid hat mit der Faust auf den Tisch gehaut und gesagt, so etwas tät in seine Familie nicht rinkommen. Der erste Schneider, wo dem Grundpyramid sein Vater, sein Großvater, sein Vater war und in der portugiesischen Schnees gewohnt hat und noch von Deutschland war, der hat Pitt geheißen und wär ein Mann gewesen, auf dem man Kirch bauen konnte. Und deswegen tät auch das Bubchen Peter getauft werden und kein Mensch hätte da etwas dazwischen zu schwätzen. Und noch am selbigen Nachmittag haben sie das Bubchen getauft und Pietje gerufen. Das war nur der erste Teil von der Geschichte. Wenn du dann gern gehört und gelesen hast, lass ein Like. Gleich komme ich mit dem zweiten Teil. Dann sei sicher, dass du den Kanal unter Zeichen hast, so tust du es nicht verpassen. Du kannst den Kanal unterstützen durch unsere Katharsis-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und vergiss nicht mehr auf Instagram zu folgen. Dankeschön und bis bald.